der beste Moment war, nachdem man Stunden und Wochen und quasi seine ganze Freizeit in dieses Projekt gesteckt hat, wenn dieses Auto zum ersten Mal sich bewegt. Man sieht, wie sich seine ganze Arbeit in ein funktionierendes Produkt entwickelt hat. Im Grunde ist eigentlich alles wie im Motorsport, bloß nochmal eine Nummer kleiner. Herzlich willkommen bei einem wirklich sehr spannenden neuen Projekt. Ein Projekt, was die Zukunft des Motorsports beeinflussen wird, was aber auch für die allgemeine Mobilität von größter Wichtigkeit sein wird. Formula Future. Formula Future. Ingenieure von morgen. In Zeiten von Veränderung und neuen Ansprüchen braucht es Menschen, die nach alternativen Lösungen streben. Es handelt sich hier um einen Konstruktionswettbewerb, um CO2-neutrale Antriebskonzepte auf ein neues Niveau zu kriegen. Daran forschen, wie es in der Zukunft weitergeht. Man möchte ein Teil der Formula Student-Welt sein. Diese in Deutschland seit 2024 jedoch rein elektrisch. Genau das der Knackpunkt. Wir sehen es so, dass wir quasi technologieoffen sein wollen und zukunftsorientiert. Und das bedeutet für uns eine freie Wahl des Antriebsstrangs. Und damit sind wir dann auch in Zukunft das einzige Event in Deutschland, welches Startplätze für Formel-Student-Verbrenner anbietet. Motorsport nur in kleinerem Kosmos. Die Abläufe sind jedoch absolut vergleichbar mit denen der großen Serien. Wir versuchen natürlich das Maximale rauszuholen. Das heißt, wir schauen uns natürlich Sachen an, wie was der Antriebsstrang macht, wie das Ansprechverhalten ist, Kraftstoffverbrauch und solche Sachen. Und natürlich dann auch Richtung Fahrwerk, das Fahrwerk-Setup, Feedback vom Fahrer. Das Ganze übernehmen dann diverse Subteams. Monocoque, Aerodynamik, Suspension, Powertrain, Electronics, alles für die maximale Effizienz. Wir haben einen 3-Jahres-Zyklus, dass wir eine Monocoque-Form 3 Jahre lang nutzen, 3 Saisons. Und jedes Jahr den Faseraufbau optimieren, um zum einen Gewicht zu sparen und zum anderen die Steifigkeit zu erhöhen. Jetzt will Christian auch sehen, wie die Formelautos im Rennbetrieb funktionieren. Zuvor ist jedoch noch die Frage zu klären, welchem Kraftstoffkonzept das Projekt Formula Future folgt. Und ich habe hier den Manager E-Fuels Development der Firma Porsche, Matthias Moras. Herr Moras, was ist denn das eigentlich E-Fuels? E-Fuels sollten mit Hilfe von erneuerbarer Energie aus Wasserstoff und CO2 hergestellt werden. Der Wasserstoff kommt über die Elektrolyse aus Wasser, das CO2 wird perspektivisch mittels der Direct Air Capturing Technologie aus der Umgebungsluft gefiltert, kann aber alternativ auch aus biogenen Quellen wie Abfallstoffen und Reststoffen kommen. In welchen Größenordnungen reden wir denn von E-Fuels, wenn wir den Otto-Normalverbraucher auch mit diesem Benzin ausstatten wollen? Weil das wäre ja sehr sinnvoll für die Umwelt, für die Zukunft. Grundsätzlich kann jeder Tropfen E-Fuel, der fossilem Benzin beigemischt werden, einen Beitrag leisten, um die fossilen CO2-Emissionen zu reduzieren. Je mehr E-Fuels also in den normalen Sprit integriert werden, desto geringer wird auch die CO2-Bilanz. Doch wer genau sind die klugen Köpfe, die die Ideen von morgen auf den Weg bringen wollen? Wer kann da alles mitmachen? Ist das für alle Studenten da oder wie kommt man an so ein Projekt ran? Jeder Student, der interessiert ist, kann bei uns natürlich mitmachen. Das bedeutet, sei es, man ist im ersten Semester, man studiert Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, jeder, der Interesse hat, ist bei uns herzlich willkommen. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, das ist die Zukunft. Junge Ingenieure denken nicht nur ans Heute, sondern ans Morgen und ans Übermorgen. Entwicklungsarbeit braucht auch Förderer, denn ganz ohne Unterstützung geht es nicht. Warum ist jetzt der AVD dabei bei diesem Projekt Formula Future? Ganz klar, der AVD ist der älteste Automobilclub in Deutschland und war schon immer zukunftsorientiert. Das hier ist die Formula Future. Hier herrscht Technologieoffenheit und genau deshalb ist der AVD dabei. Formula Future, ein Projekt für die Zukunft, dessen Entwicklung noch lange nicht am Ende ist.